Haut mam Chantal Bracke vu PwC de Staat finanzéiert jo en Drittel vun den Depensen iwwer indirekt Steieren ënner anderem grössen Deel iwwer TVA. Kën res erkläre, wie die Steier funktioniert? TVA seg indirekt Steier, weil se vun den Endkonsumente bezuelt geht. Am Gegensatz zu den direkten Steuern, wie zum Beispiel der Einkommenssteuer, also net der Staat den Steuer abbehielt, mir de Verkäfer. Wat de Konsum méi héich as an engem Land ass och d Reset vun der TVA méi héich. TVA erlaubt dem Staat auch Abfluss zu hellen iwwer den Konsum vun de Leiit. Iwer TVA kann der Staat zum Beispiel den Konsum vu verschiedener Servicer erworen, die hin als positiv betrucht, mehr attraktiv machen, an den Konsum von anderen, die ihn als schlecht betrucht, limitieren, wie den Tobak zum Beispiel. TVA hat also einen reellen Einfluss auf die Gesellschaft. Wie se mat Lützeburg am Verglach zu den europäischen Opeschländer? Den Taux von der TVA zu Lützeburg ist im Moment 17%. Auch wenn den Taux für 2 Jahre von 15% auf 17% abgesetzt gouf, wenn es zum Verlust an Resetten für TVA und Kommerzelektronik, ist den Taux zu Lützeburg immer noch den niedrigsten an der EU. Das Stabilität ist ein richtiger Trumpf für als Kompetitivität und noch für als Attraktivität. Andere EU-Länder denken mehr darüber nach, TVA abzusetzen. Das EU-Land mit dem höchsten Taux als Ungarn mit einem Taux von 27%. Wie funktioniert TVA dann am Rest von der Welt? Es gibt kein allgemeines Steuersystem. Es sind Länder, die entweder TVA haben oder eine andere Konsumsteuer. Verschiedene Länder haben gar kein TVA. Bis heute gibt es in den Arabischen Emiraten kein TVA. Den 1. Januar 2018 geht TVA normalerweise zu einem Taux von 5% angefordert. Und an Indien denkt der Staat anscheinend auch darüber nach, so eine Steuer anzufeiern.